Ekran! Hij tranen jeblich ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Giesbrecht. Welkom lieve vrienden, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat je vandaag dabei bent, dat je die radio ingeschaltet hast, oder im YouTube, oder an TV, wo immer du uns vandaag zijn oder hier is. Zie je zijn vandaag en dankzij Heidi dat je ook vandaag de aanleiding aangenomen hast en dat we dit thema hier vandaag kunnen verbrengen. Dankzij voor de aanleiding. We willen vandaag reden van ik naar die en du naar mij. So, we willen reden van waar we ondereinander kunnen opleven en doen van wat Heidi ons maar zei. Jo, manchmal wel wie einfach allein sein, manchmal dit ons dat sehr gut allein zu sein. Aber wenn wir nur die Bibel noch gehen, dann haben wir einfach das erleben mit der Phase oder wo die Bibel geschrieben ist, dass Gott heeft ons eigentlich gemacht, dass wir mit anderen Menschen zullen taub zijn. En de grootste dingen op deze wereld, die zijn een equipos oder een team schaffen die. Dus wenn man an Football denkt oder wenn man an Familienfeste denkt, wenn man in der Schule ist, es ist sehr traurig, wenn mal in einer Klasse nur ein Kind wird sein oder wenn da nur ein Kind ist oder in einer Kirche, wenn da nur ein Jugendlicher kommt. So wir freuen uns, wenn wir mit Menschen kommen. Und das ist interessant, als Gott die Welt macht, in 6 Tagen, dann hat er in 5 Tagen alles gemacht. Und er sagt immer weiter, und ich mag das, und ich sage das, und das wird gut, was ich tue. Bat hij bij den Mensch komt. En als hij den Mensch mag, dan ziet hij wel wie den Mensch maken. En dit wordt wel, dat betekent, Gott wird da nicht allein. So, hij heeft den Mensch gemaakt, ook in einem Team oder aus einer Gruppe. Jesus wird dabei und der Heilige Geist wird auch dabei. Drei haben sie das Grootste von der Schöpfung, von dat wat Gott gedaan heeft, haben sie drei gemacht. Ja, Gott sieht, wel wir das machen, den Mensch. Und ich habe ein bisschen in der Bibel gecheckt, wie viel Mal erwähnt Gott das immer weiter, dass wir das gegeneinander tun sollen, dass wir ein Equipo schaffen sollen, dass wir das taub tun können. Und die Bibel nennt das noch vielmal mehr, aber ich habe 5-mal ausgesagt, was wir taub können tun oder was wir taub sollen tun. Ich nur die und du nur mich. So hat Gott das gemerkt, dass wie gehen sie die sollen tun. Und was ist der erste Punkt von diesen 5 Punkten? Der erste Punkt von diesen 5 Punkten ist, Gott sagt in 1. Johannes 1, in der Vers 8 und 9, sagt, wir sollen unsere Sünde bekennen. Würdest du das einmal lesen, Chane? Ja, das sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann leben wir uns selbst, was fair und haben die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, Gott will uns immer wieder das verzeihen, was wir getan haben. Und wie wichtig ist es, dass wir das bekennen, einer dem anderen, dass wir nicht die Sache bloß mit Gott trägt machen, aber dass wir uns einen Mensch absehen, vielleicht uns Partner oder jemand aus unserer Familie oder ein guter Freund, und dass wir dort bekennen. Das ist auch sehr schwer, dass wir von unseren Gefühlen zu anderen Menschen reden. Das, was dabei stinkt, das, was dabei nicht gut ist, dass wir dort andere Menschen reden, zu anderen Menschen dort reden. Aber Gott, er sagt, das ist gut, wenn wir das tun, und er wird uns dann auch vergeben. Und ist dann der zweite Punkt? Und der zweite Punkt ist, wir sollen einander beten, einer für den anderen. Und dort haben wir in Jakobus 5, Vers 16 finden. Das sagt, bekannt jene Sünde einer zum anderen und bet einer für den anderen, dass die können geheilt werden.
Das Gebet von einem Gerechten kann viel uitrichten, wann das ab ihrens ist. Ja, hier erwähnt Jakobus das nochmal, dass wir sollen wahre bechanen. In Noten bechanen, sollen wir beten. Und vielmal beten wir für so viele Sachen oder wir beten so viel allein. Aber die Bibel sagt, wir sollen das einander tun. Ich soll das nur die tun und du sollst das für mich tun. Und einfach taub. Vielmal denken wir, dass ja eine steht in der Bibel, wir sollen apporten an der Stoff. Aber ich glaube, Gott will beides haben, dass wir apport sollen beten, aber auch taub. Einer mit den anderen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und viele Menschen die denken auch, ich besucht einmal Gemeindelieder in meine Kolonie. Und viele ältere Menschen die sagen zu mir, sie können nicht mehr für die Gemeinde tun. Sie werden im Rollstuhl, sie können nicht mehr zur Schule kommen. Und viele von denen gebe ich eine Liste mit Namen von der Jugend. Und ich sage, wenn ihr nicht weiter was ihr tun können, dann können wir einander stark worden im Gebet. Ich kann für diese Jugendgruppe einfach beten. Und das macht den Mut. Und ich fuhr immer ganz glücklich von dem Hof. Weil ich wusste, da würden nur Menschen für die Jugendgruppe beten. Wow, so ein schönes Beispiel. Was ist Nummer 3, was du gewählt hast? Das dritte ist, was sehr schwer ist, aber das ist auch möglich. Das ist, dass wir uns einander annehmen sollen. Römer 15, Vers 7. Das sagt so. Nehmt jünd einander so ab, als Christus jünd Gott zu ihren abgenommen hat. Und dort ist manchmal sehr schwer, dass wir die Menschen so annehmen, wie sie sind. Wir würden die liebsten immer so verändern, dass sie einen ähnlichen Charakter haben als wir. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns annehmen. Und manchmal haben wir uns so groß eine Person gewarnt, ein Freund oder so, dann tragen wir an und dann kommen nie Menschen in einem sein Leben. Und man würde ihn manchmal schädern wollen oder den mal verändern wollen, aber die Bibel sagt, wir sollen einander annehmen. Auch wenn der Mensch manchmal nicht einen guten Tag hat oder eine schwere Weg gehabt hat, die Bibel gibt uns den Mut, dass wir einfach annehmen, so die Menschen sind. Nicht die Sünde, die Menschen haben, aber jeder Charakter ist anders und Gott sagt, wir sollen annehmen. Wow. Und was würde dein vierter Punkt sein? Und der vierte Punkt ist, das ist auch was sehr wichtig. Wir sollen Geduld haben. Das passt kreuzen mit annehmen, taub. In Epheser 4, Vers 2. Du sagst, dass seid beschädigt, freundlich und geduldig. Habt so viel Liebe, dass ihr einander vertrauen. Und das ist auch manchmal sehr schwer, dass wir uns vertrauen sollen. Aber die Bibel sagt, wir sollen Geduld haben. Und Geduld ist auch eine von der Frucht vom Geist, dass wir nicht bloß mit uns leben oder mit Gebeten, die wir zu Gott reden, er uns nicht antwortet, dass wir da sollen Geduld haben, aber wir sollen einander Geduld haben. Ältere mit Kinder mit den Älteren, Schüler in der Schule mit dem Lehrer, oder wenn wir mal mit dem Fahrrad fahren und wir all zu laut sind, dann sagt die Bibel, wir sollen einander Geduld haben. Auch für eure Leute, die manchmal die Geduld wollen verlieren mit ihrem Partner, dass wir können wirklich Gott in dit kleine gehorsam sein. Und nu habe ich al viele Sachen hier, aber was sagt die Bibel noch mehr von Agnosie und Dynamie? Die Bibel sagt auch in Kolosser 3, Vers 9, dass wir sollen nicht einer den anderen verlehen, so wir sollen nicht lehen. Und so hat die Bibel noch andere Beispiele, was wir einander tun sollen und was wir nicht tun sollen. Aber nun komme ich zu dem letzten Punkt. Was du die denn als letzter gewählt hast? Ich habe mir das als letzter gewählt und als wichtigste. Die Bibel sagt in 1. Petrus 4, Vers 8. Das sagt hier so. Über alles, seid ihr, dass nicht jene Leib einer zum anderen stieren kann, weil das Leib deckt viele Sünden tau. Ja, das ist der Hauptpunkt, dass wir leben sollen, dass unser Leib über alles soll sein. Wenn wir viel Leib haben, sagt die Bibel, dann wollen wir die Sünde bedenken, so, dann wollen wir nicht bloß an die Sünde denken von anderen Menschen. Dann wollen wir Menschen annehmen, dann wollen wir mit Menschen beten, dann wollen wir unsere Sünde bekennen. Auch die wollen zu uns das tun. Und in Matthäus 22, 34, 39, dort hat die Pharisäer
de vertalen daar met Jezus. Dus die maken den daar, al waren zei van je vragen. En daar vragen ze Jezus woont es dan, dat laatste gebouwd. En Jezus checkt ihn aan en zegt, als de Pharisäer hielden, dat Jezus de Sadduzäer stil gemaakt had, kwamen zij taub, Jezus te verzeken. Stellt einer von den Schriftgelehrten an eine Frau und sagt, Meister, wohnt es dat Gratie about im Gesetz? Hij sagt ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Hort Gott sein, und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Dit is dat Gratie in eerste Gebot. En dat tweede Gebot is met dit gelijk, du sollst deinen Nachbarn genauso Gott sein als dich selbst. Ja, und da ist es, wo wir hier zum Schluss kommen. Das Geratste ist der Leib, der wir feilen. Als Jesus erst als Antwort sagt, läuft jund aneinander, läuft jund über, so ist jund selbst. Wo schwer ist das? Wir sind uns immer so gut, aber wo schwer ist das, unseren Nächsten Kreuz zu gut sein? Und Jesus sagt, das ist das Geratste Gebot von allen. So, das ist dort, was bleiben wird, wenn wir Menschen leben wollen. Und ich möchte uns als Jugendliche oder als Tauhiere einfach diesen Mut wiedergeben, dass wir leben können. Und dort können uns leben für jeden Tag, dass wir können genug Leben haben. Ich denke manchmal, wir sind auch für kranke Menschen oder für Menschen, die wat Brücke sind wie den Lepel. Aber dort, was an dem Lepel binnen ist, die Medizin, was an dem Lepel binnen ist, dort ist der Leib von Gott. Wir sind bloß das Instrument. Aber dort, was wirklich anschlagen wird, ist der Leib von Jesus Christus für jeder Mensch. Und dort, wir können auf dieser Welt, die karte Jahre, die wir hier leben, dort, wir können wirklich beten und annehmen und Geduld haben und bezahlen und dort, wir können einander einfach viel mehr leben, als wir tun. Wow, vielen Dank schön, Heidi, für das wunderbare Wort, was du uns von dir mitgeteilt hast. Ich glaube, das hat viel von uns Mut gemacht. Und möchte ich darüber nachdenken, dass wir können am wichtigsten ans einen und anderen leben, dann werden die anderen Sachen auch durch herankommen. Leif je einen anderen, auch wann das schwer ist. Gottes Segen, bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.